So, herzlich willkommen hier im Büro von den Platz kenne ich doch. Okay, herzlich willkommen bei The Assemble und Madeline Stone, der Direktor. Na, das ist zweifellos vielversprechend. In diesem Tempo könnten wir bei Salzburg Cross binnen 2 Jahren eine Remission erreicht haben. Dr. Stone, hier spricht der Direktor. Wie sagt Ihnen Ihre erste Woche bei uns zu? Sehr. Vielen Dank, Herr Direktor. Ich denke, ich habe mich richtig entschieden. Daran hatte ich keinen Zweifel, Madeline. Nur vergessen Sie nicht... Ich weiß. Der Preis der Wahrheit ist Diskretion. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Direktor. Jetzt live von Calico Island. Michelle? Danke, Tom. Der Ausbruch der Vogelgrippe scheint hier endlich unter Kontrolle zu sein. Dank der Arbeit von Dr. Caleb Pearson, der jetzt bei mir ist. Dr. Pearson, Sie haben einen Impfstoff entwickelt, um den tödlichen Cassius-Stamm zu bekämpfen, der sich vor einigen Wochen unter der Bevölkerung hier ausgebreitet hatte. Wie sieht es jetzt aus? Besser, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet und das Ergebnis macht uns sprachlos. Unsere Arbeit ist noch nicht getan, doch immerhin haben wir jetzt ein Impfprogramm gestartet. Noch ein paar Wochen und ich denke, wir haben die Epidemie eingedämmt. Manche sagen, dies sei der gleiche Stamm, der vor 2 Jahren fast eine indonesische Insel entvölkert hätte. Können Sie das bestätigen? Warum konnten die Ärzte denn damals kein Serum dagegen entwickeln? Ja, wir scheinen die Verbindung zu Calico Island verloren zu haben. Wir bitten das zu entschuldigen. Dennoch sind das gute Nachrichten für uns alle. Die UNO hat heute über eine weitere Resolution zum Klimawandel debattiert. Jo. And Dreams. Herr Direktor, Ja, Adam? das mediale Interesse an Dr. Pearson steigt von Tag zu Tag und die Bundesbehörden haben nun mit der Mobilmachung begonnen. Es ist schwer, deren Ermittlungen allein mit ethisch vertretbaren Maßnahmen zu behindern. Wenn ich vielleicht als ganz einfache Abschreckungsmaßnahme eine Exekution oder 2... Nein, verdammt nochmal, Adam, wir sind doch keine Barbaren. Ich hätte Chavez niemals Pinfeather anvertrauen dürfen. Allerdings, Herr Direktor, das war wirklich eine Fehlentscheidung. Und nun steht das Überleben von The Assembly auf dem Spiel. Hart, aber fair. Und dennoch geht es immer weiter vorwärts. Ganz im Gegenteil, Herr Direktor. Was Sie getan haben, lässt mir keine Wahl, als Projekt Stormguard auf den Weg zu bringen. Was? Jetzt werd doch nicht absurd, Adam. Ich allein kann... Was zum... Adam, nicht! Was machst du denn da? Aufhören! Du kannst doch nicht... Ja, das war's mit der Assembly. Boah, aufregende Story, faszinierendes Gameplay und wer weiß, vielleicht kommt ein Assembly 2 raus. Auf jeden Fall ein super Game, atmosphärisch, hochwertig, VR-fähig, geht auch ohne VR, aber mit VR ist es sicher absolut Hammer. Und vor allem die letzten Gehwege, die wir da gemacht haben, die wären mit Virtual Reality Brillen absolut hammer emotional. Das war, boah, es geht auch mit Maus und Tastatur. Aber das Spiel ist wirklich nur zu empfehlen. The Assembly. Unglaubliche Story. Am Anfang weißt du nichts, bist du da, ne, 2 Personen drin und bla bla bla. Am Schluss weißt du immer noch nicht ganz recht, wie, was, wo. Aber ich finde storytechnisch hammergeil umgesetzt. Vielleicht kommt eine Fortsetzung von diesem Spiel. Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich, liebe Producer. Ich würde mich wahnsinnig freuen, der Assembly 2 zu erfahren und mit der Madeline weiterzuspielen und irgendwelche Forschungen auch zu tätigen. Wir haben jetzt wir haben jetzt eine Forschung aufgedeckt, die nicht gut war, aber jetzt wäre doch cool, wenn es eine Assembly 2 würde geben, da
Prinzip dann so eine Forschung umzusetzen, wo du wirklich Chemikalien zusammenmischen musst und so weiter, um irgendwie eine Lösung für ein Virus zu bekommen. Das wäre ganz interessant. Vielleicht sogar, so absurd wie es auch klingt, vielleicht sogar mit dem kleinen Kind, das wir quasi zu Forschungszwecken behalten haben. Eventuell mit dem Halten Sie Ihre weiterzufahren. Arbeitsstationen sauber und vermeiden Sie jede Kreuzkontamination. Ja, genau. Und wir wissen jetzt auch, was für ein Büro das da ist. Und zwar das des Direktors. An der Stelle sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. The Assembly für Forscher, euch. Ihre Diskretion schützt die Durchbrüche von morgen. Ja, das ist richtig. Aber ich strahle das auf YouTube jetzt gerade aus und das ist also nichts mit Diskretion. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.